So haut aus den echten Tag Post op. Gestern hun ich nicht mehr konnte melden, weil ich war einfach fertig, platt. Ich, ja, warum wäre es gestern eigentlich gegangen, weil ich einfach so nah schlau war. Und du hast mir Bluse irgendwie, also für den Blusekatheter und da sind wir es nicht, also irgendwie ist kein Urin kommen, du hast schon Gedanken, mein Bluse geht vielleicht nicht mehr richtig funktionieren. Dann sind sie noch am Ultraschall gekommen und dann gesehen, dass mein Bluse ganz voll war. Da sind ich denke, kurz ein bisschen abstoßen, weil oft lädt ein Katheter sich dann an der Bluse ein bisschen ernst, also da kann den Urin auflaufen und das hast du dann auch gestern geschehen, und das war ein ziemlich angenehm Gefühl, weil das war ein ziemlich komischer Druck, so denkt man aber auch. Ja, schon der Rest von gestern eigentlich verschlafen. Ja, also gestern um 20 oder so halb 12 sind aufgeholt gehen, um 4, 12 Stunden, wo ich dann den Boxer gepickt habe, und EKG und tralala. Und schon kurz werden, also sind eigentlich schon in der OP durchgehen, da sind Schreiber mit Klammern und OP-Durch. Und du kriegst schon die Medikamente, die mich ziemlich schwungrig gemacht haben, dass man natürlich einfach kurz mega schlecht ging, und du kriegst, ob es gegen die geht. Und du kriegst Maske gesagt und schon gemerkt, dass ich immer mehr weit gedüselt sind, und ich von 2 Stunden komplett fort. Ich bin am Aufwachen wach, ich gehe nicht weiß, aber du findest mich wirklich etwas. Also ich weiß, dass ich ob du noch extra gegen den Weg kriegst, aber ich kann mich nicht wirklich etwas erinnern. Und sind draufgekommen, und wie gesagt, das war dann das Problem mit der Bluse, dass an meinem Urinsack schon echt drauf war. Und da war meine Mama nachher, aber auch sie konnte nicht wirklich angucken, weil ich so mit war, schon einfach die ganze Zeit geflogen. Und schon 2 Mal gekriegt, dass du da war, und schon die Hand versucht, bis mich festzudrücken, dass sie merkt, dass ich Mord kriege, dass du da warst, aber ja, ich war ziemlich mit, ja, und Uwes, ja, da sind wir dann einfach, wie gesagt, abgestanden. Und du kriegst schon einen Joghurt mit Honig und ein bisschen Zwieback für zu essen, schon Wasser getrunken. Und ich war trotzdem aber voll so weggedämmert. Ja, du nimmst schon so bis 12 Uhr eingehauen und nicht geschlafen. Du warst natürlich schon wackelig, weil ich ja die ganze Mitte verschlafen habe. Ja, du hast schon eigentlich gegen den Weh gefreut, weil ich ziemlich viel Weh hatte. Und du so gegen 4 Uhr sind schon einfach im Auge geschlafen bis du morgen der Firmlehrer kommst. Ja, meine Coach als ich meine Pille kriegt, wo ich 3-mal den Tag Pillen holen. Und ich was das Ibuprofen 3-mal den Tag plus 1-mal Panthometran. Alle Coach aber, weil ich so viel weh habe an meinem Blut mal, also mein Blusekatheter so ziemlich mein Blut irritiert, und das steckt eklig so viel dann. Ja, Coach dann auch andere Medikamente. Emol Spasmax, und noch Novalgin, für dass das ein bisschen besser geht. Dafür drüber war ich die Ewigkeit dann richtig abgestanden, wo ich bis auf Wohnzimmer, bis auf Toilette konnte gehen, für den Urinsack gescheitelt zu machen, und da konnte ich noch einen Job für mich Sachen und das hilft sich zu gehen, für das ich halt ein bisschen filmen kann. Und für den Rest, kleine Scheiße und mein Pyjama, wie gesagt, schon und den Katheter mit, also den Info, die sich auch angezogen rein, und dann habe ich mir sexy in der Box da, Hemd, wie ein Sackelchen. Und ja, in der Mitte kriege ich schon mal was Besuch von Daniel und von mir Girdel, auch von meiner Mom. Natürlich allen nur nicht, weil der muss es eben gleichzeitig scheißen. Und ja, geht mir heute schon wirklich mega gut. Sogar am Abstand hat ziemlich gut geklappt, weil man ein bisschen Schumacher am Anfang, aber wie schon besser getroffen sind, dass es ging. Und ja, dann gucken wir mal, wie es heute noch so bringt. Ich werde heute noch wahrscheinlich ein bisschen abstehen oder wollen abstehen, weil ich ziemlich direkt wegen von permanentem Rückleihen. Und für den Rest lasse ich mich überraschen, was geschieht. Man will also im Moment auszuhalten. Also spüren das natürlich noch immer, und das ist wirklich nicht, dass ich so nur, das ist mega angenehm, aber muss man so den Schluss, kann das einfach aushalten, so wie es gerade ist. Und dann bis später.
das den zweiten Tag Postop. Schon gut nicht geschlafen, oder es ist ganz wenig. Ich hatte gestroffen mega weh und dann ist ein Doktor allein gekommen und da kriegte ich ein extra Medikament, Teledin und das geht. Und das wird aber leider gut nicht gebraucht. Und dann ist dann noch alles angefangen mit Bluten. Und dann kriegte ich mal Cold Pack und so gehen 5 Wochen dann nur aus der Cold Pack gewechselt gehen. Und wie geht so viel geblutet, hast du mal bei der Visite den Verband raufgeholt gehen, für den Ecke drin zu gucken. Scheint aber soweit alles okay zu sehen. Das ist alles mega aufgeschwollen. Gewöhnungsbedürftig, gesagt das aus. Da konnte ich Morphium gegen die Weh. Wir haben auch schon mal 2 Stunden lang schlecht. Die Wirkung lesen aber so löst nur. Aber man will lesen die Stimme auch raushalten. Und der Katheter dann um Bein oder festgepusht. Dann hoffentlich, dass die Blutungen sogar schon abheilen. Das fühlt sich ziemlich eklig an. Für den Rest, mal gucken. Ich denke, ich habe das ziemlich löse Programm gesucht. Und ich hoffe, dass ich damit dann aber vielleicht mich ein bisschen waschen kann, weil ich mich ziemlich eklig die ganze Zeit an den ärmsten Pyjama zu leihen. Ja, natürlich schon einen, aber so ein Netzhöschen und mit einer Einlage und irgendeine Katheter, den ich um den Bein festgepusht und das nicht irgendwie so zieht oder so. Ja, ich bin ein bisschen ängstlich, etwas zu machen, weil ich Angst habe, dass ich wieder etwas falsch mache oder so. Obstur klappt ziemlich gut. Sieht zwar ein bisschen witzig aus und ich kapiere mich ziemlich, aber es klappt eigentlich. Sitzen geht gut nicht, aber ich denke, das ist normal nur sein OP. Und dann gucken wir mal, wie der nächste Tag weitergeht. Heute ist den 3. Tag Post-OP und ich langweile mich. Heute darf noch kein Besuch kommen. Man will erst im Moment gut auszahlen. Ich hatte mal in die Echka duschen. Das war ziemlich anstrengend. Ich war froh, wie ich noch am Bett konnte liegen. Ja, das hat einfach gut getan. Wo man den Dusch können zu klauen und nicht immer so mal Läppchen waschen. Ja, dann guck ich mal Filme an. Und ja, irgendwie Zeit für sich nicht zu kriegen. Schon keine Lust mehr Film zu gucken, schon auch keine Lust. So sich in zu malen. Da sind auch mein Cold Pack ganze Zeit hin. Wenn du bis am Kehle gehen, Schwellung. Und ja, ich bin ein bisschen mehr froh, wie nie sie meine Videos schämen kann. Ja. Das ist langweilig. Das ist eher los. Langweilig. Ja. Ich würde gerne daheim sehen, aber dafür geht dann einfach noch ein bisschen zu viel weh, für schon mal daheim zu sehen. Aber, du musst da durch. Ich gehe halt die erste Karte duschen. Mit meinem Katheter und so. Ich hoffe, ich gehe irgendwie ins.
It's not for me to say.